Es ist 6 Uhr morgens in Holzhausen, einem Dorf zwischen Rosenheim und Wasserburg. Konrad Kaiser ist schon im Stall, wie jeden Tag. Da geht's mir gut. Da ist alles ruhig, da ist alles entspannt in der Regel. Und da geht's mir eigentlich ziemlich gut. Nach einem Unfall ist Konrad Kaiser querschnittsgelähmt. Trotzdem bewirtschaftet er weiter seinen Milchviehbetrieb. Das mit den Viechern, das ist die Leidenschaft. Das ist mein Leben. Und auch von der ganzen Familie. Milchkühe machen natürlich am meisten Arbeit, aber trotzdem wollten wir das so weitermachen. 50 Kühe stehen im Stall, den er 2008 gebaut hat, noch vor der Hochzeit mit Maria. Weil Konrad das Milchshuttle nur schwer vor sich herschieben kann, versorgt meistens sie die Kälber. Mit seinem Golfer ist er recht mobil. Trotzdem braucht er bei Dingen, die früher alltäglich waren, jetzt Hilfe. Wenn man die Hilfe annimmt, das muss man lernen, das muss man akzeptieren und das muss man entwickeln. Ja, die ist noch nicht abgeschlossen, die Entwicklung. Die geht vielleicht mal besser, wenn die Burschen groß sind und einfach da sind, genau. Die Burschen sind noch Kinder und trotzdem schon eifrig am Hof unterwegs. Das morgendliche Kraftfutter konnte Konrad noch vom Golfer aus verteilen. Für den nächsten Arbeitsschritt muss er umsatteln. Jedes Fahrzeug am Hof hat seinen festen Platz. Die Rampen sind Marke Eigenbau. Alles, damit Konrad seine Arbeit machen kann. Die Silage den Kühen hinschieben. Früher ging das ruckzuck mit Schaufel und Besen. Jetzt braucht's Zeit und ein Fahrzeug. Früher ist vor Oktober 2016. Da war er mit Sebastian Ritter beim Holzmachen im Bergwald. Gegen 3:30 passierte das Unglück. Im Endeffekt ist eine dürre Stange, ich sage einmal so ein bisschen oberhalb, von selber umgefallen. Also da ist kein Baum, da hat keiner umgeschnitten, nichts. Die ist einfach umgefallen, weil es abgefault war und hat dann keine da getroffen. Also von hinten. Aber ich kann mich an da nichts mehr erinnern. Was da passiert ist, wie es noch abgelaufen ist. Er kann noch einen Notruf absetzen. Der Hubschrauber bringt ihn ins Krankenhaus. Seine Frau ist da gerade schwanger. Der erste Verdacht, das haben sie dann im Schockraum schon gesagt, dass mit großer Wahrscheinlichkeit eben dieser Querschnitt ist. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, was das heißt oder was das mit sich bringt. Du auch nicht, gell? Nein. Irgendwie habe ich das schon in mir gehabt, dass das da so ist. Aber wir waren uns sicher, dass es eigentlich schon... Also, du hast sehr cool reagiert auf diese Diagnose, gell? Ganz gefasst und ganz gelassen. Und ich glaube, wenn er den Notruf abgesetzt hat oder wenn er telefoniert hat, hat er schon gesagt, er spürt seine Füße nicht, dass ihm eigentlich schon bewusst war, dass er einen hat. Ein halbes Jahr lang ist er im Krankenhaus. Kurz danach der erste Glücksmoment. Jakob, der 3. Sohn, kommt zur Welt. Konrad Kaiser hat schon im Krankenhaus seine Zukunft geplant, erinnert sich Vater Rupert. Der musste damals mit über 70 wieder richtig anpacken. Er hat schnell drauf gesagt, die Landwirtschaft gibt das nicht auf. Das muss schon irgendwie weitergehen. Das war natürlich schon eine Erleichterung. Ja. Es gibt dann Kraft, dass man es ihm zuhilft, sonst darf man wahrscheinlich schnell das Handtuch schmeißen, wenn man merkt, dass von ihm aus keine Zukunft mehr drin ist. Der Hof musste rollstuhlgerecht umgebaut werden. Das Erdgeschoss mit seinen breiten Gängen war schon weitgehend barrierefrei. Trotzdem haben sie etwa 80.000 € investieren müssen. In den Aufzug und den Ausbau des Dachgeschosses. Dort ist jetzt das Reich von Maria und Konrad. Wo wir uns bewegen können, ohne dass wir einen anderen einschränken. Oder wenn ich einmal einen schlechten Tag habe, dann kann ich mich da zurückziehen und dann bin ich aus dem Geschehen raus. Hast du schlechte Tage? Ja, gibt schon. Du wirkst so nicht. Was heißt das dann?
Wann habe ich einen schlechten Tag, gell? Ja, körperlich, wenn du Kopf hast, was du relativ oft hast. Das natürlich, ja, genau. Mhm. Oder wenn du nicht rauskommst. Wenn es wieder schlecht ist. Das war also der erste Gedanke von der Berufsgenossenschaft, irgendein Bürojob. Da habe ich gesagt, naja, das war ganz schlecht. Ja. Und man muss auch sagen, die schlechten Tage sind eigentlich auch mit der Zeit mehr geworden. Eben auch wieder dieses, ich glaube, das ist oft das Verstehen, dass das so endgültig ist. Das war die ersten 3, 4 Jahre. Ist das, man so das Gefühl gehabt, du steckst das leichter weg. Heute aber ist ein guter Tag. Es geht zum Holzrücken. Holz, eine von Konrads großen Leidenschaften. Neben Volksmusik und Trachtenverein. Den Rückewagen hat er sich ausgeliehen im Nachbardorf. Bei der Holzarbeit vertraut er seinem guten Freund, dem Wasti, dem ausgebildeten Holzknecht. Beim Wasti, den kenne ich ja gut, der war, das passt, gell? Das funktioniert, da habe ich ein ganz gutes Gefühl. Aber juckt's die? Ja, ja, der Geruch, wenn er schneit, gell, das ist natürlich. Schöner geht's ja nicht. Gell? Früher hätte Konrad das alles selbst gemacht. Jetzt lenkt der Wasti die Fichten ab. Verpflichtet fühle ich mich nicht. Aber natürlich hilft mir gern, ganz klar. Weil Conny ist ja doch ein guter Freund von mir, schon lange. Ja, es ist halt, wenn man das aber sieht, ist halt einfach so, ja, ungut. Insgesamt 30 Festmeter Holz braucht er für eine neue Maschinenhalle. Die soll heuer noch neben dem Stall entstehen. Eine Investition in die Zukunft. Es ist Mittag. Die 3 Burschen sind von der Schule zu Hause. Konrad schaut, dass alle was zu tun haben. Morgens kommt der Häcksler zum Gerhard. Wer fährt mit mir? Jakob, du fährst mit. Mhm. Ist 2. Jetzt bleibt es zusammen. Unten geht Zilla noch zurückgedeckt. Da auch noch, du hast Vorrang gehabt. Okay? Macht es 2. Er und Jakob, sein Jüngster, werden am Nachmittag einem befreundeten Landwirt beim Häckseln helfen. Lorenz und Konrad Junior sollen den Fahrsilo aufdecken. Für mich ist normal, darum ist es eigentlich gar nicht schlecht. Müssen wir fast mal, weil Papa kann nicht aussteigen und kommt da nicht auf. Die Einschränkungen des Vaters sind Alltag für die Söhne. Sie kennen es nicht anders. Alle 3 Brüder interessieren sich gerade sehr für die Landwirtschaft. Konrad Kaiser macht das zuversichtlich, dass er seinen Bauernhof irgendwann an einen Nachfolger übergeben kann. Die Hoffnung ist, dass einer von den Burschen später mal mit anpackt. Wir werden keinen unter Druck setzen, gell, oder das vorschreiben. Aber natürlich, insgeheim war das schon. Für wie wahrscheinlich hältst du das? Momentan ziemlich wahrscheinlich. Genau so. Aber es ist noch ein bisschen ein Weg dahin. Gell. 2,5 Stunden später. Vater und Sohn kommen vom Häckseln zurück. Und Konrad Junior steht mit dem Rollstuhl parat, denn der Papa muss wieder umsteigen. Er weiß, das kann dauern. Bis es geschafft ist, bleibt er da. Gut, Jakob, der Flaschen muss noch zusammenrammen. Die Lade. Warte, das bringe ich zusammen. Aber du kannst das gleich mitnehmen.
Gut. Also, ihr habt es zurückgelegt? Ja. Dann kann ich es runterräumen, oder? Das hat sich eigentlich auch schon wieder so eingespielt. Was ich machen kann, mache ich. Zum Beispiel am Roboter, gell, die ganzen Eingaben. Ich bin ja immer da, gell? Und wenn ich ein größeres Problem auftaucht, dann hängt es auch schon wieder an mir. Konrad Kaiser ist mit Leib und Seele Landwirt, trotz seiner Einschränkung. Es funktioniert, weil die Familie zusammenhält und alle mithelfen. Vater Rupert beispielsweise kümmert sich weiter um seine geliebten Obstbäume. Es ist eine gewaltige Leistung, dass er die Zonta-Behinderung den Betrieb so weiterentwickelt hat und dass er nach wie vor weitergeht. Ganz stolz. Schon. Ja. Ich glaube, wir sind beide schon so, dass wir sagen, es gibt immer wieder irgendeine Lösung. Genau. Man denkt so lange nach, bis irgendeine Lösung findet, gell? Bis es einen Weg gibt, dass man an das Ziel kommt. Wichtig, glaube ich, ist, dass man sich in einer schweren Zeit nicht allein stehen lässt. Das, ich glaube, wir haben das jetzt geschafft. Genau. Hat es ja nie einen Punkt gegeben? Nein. Also, Nein. nein. Und das ist es doch, worauf es wirklich ankommt im Leben. Vormittag habe ich noch keinen gehabt. Oh, wir kriegen wieder Besuch. Schickt mir's heim. Ja. Hans, geht dir was ab? Da ist ein Keim unterwegs.